An der Regierungserklärung ist zu lesen, dass sie wollen bis 2025 20% von der landwirtschaftlichen Nutzfläche soll genutzt gehen für Bio zu machen. Im Moment liegen wir bei 4%. Das sind hohe Ziele. Und ich meine, wir müssen da noch vieles dafür schaffen, für das zu erreichen. Vor muss man als erstes gestaltet gehen, ob wir einen Absatzmarkt tun für all die Produkte. Wir produzieren schon Produkte mehr, wie wir konsumieren. Das will sagen, wir sind ein paar Bioprodukte, die kommen ja nur an dem konventionellen Markt zum Vorschein. Ich meine, das kann nicht sein, weil das Dränge in der Hinsicht gehen die ja teuer subventioniert, für sie dann noch auf dem traditionellen Markt zu verkaufen. Dabei muss ich Ihnen auch vorstellen, wie groß das den Qualitätsunterschied zwischen Bio und der konventionellen Landwirtschaft nach ist. Weil auch bei der Biolandwirtschaft als vieles zu erfreuen, speziell was hier langfristig Nachhaltigkeit anbelangt. Da wären 3-4 Punkte, die ich aber will nennen. Soll nicht alles Gold sein, was glänzt. Bio ist zwar ein gutes Sache, aber doch Negativpunkte. Wir müssen einen Markt aufbauen. An dem Markt geht auf freier Basis. Das, was gefragt wird, soll auch angebaut gehen. Und in diesem freien Marktsystem soll das dann auch funktionieren. Der Landverbrauch, darüber ist nicht geschwärzt, soweit ich da nur in Erinnerung habe, als bei der Biolandwirtschaft wesentlich mehr hoch. Ich habe nur geguckt, das geht 84% plus minus Europa. Und da muss ich sich vorstellen, ob wir noch genau hier im Land produzieren, für als Egelekten mit den Hektaren, die wir haben, zu ernähren. Am Stadtdecker ist angedroht, dass wir eine Abbaufläche tun, am Jahr 2017, von 131.000 Hektar, die geht schon all Jahr rauf. Und hier offerieren wir für rund 600.000 Hektar am Land ist wären. Aber wenn ich das einmal rein theoretisch umrechnet, dann ernähren wir im Moment auf einem Hektar 4,5 Mattbirchen. Wenn aber die Biolandwirtschaft soll kommen, und das geht wir zu 100% gehen, dann nehmen wir nämlich nach pro Hektar an der Rängertheorie 2,5 Birchen, die wir pro Hektar ernähren. Auch die Frauen müssen eine Antwort finden. Und da muss ich wissen, dass wir im Jahr 2017 am Bereich von den Lebensmitteln an den Tieren an der Stadtdeck ein Außenhandelsdefizit haben von rund 700.000 Euro. Und dann auch die Biolandwirtschaft verlangt viel mehr Ersatz von Arbeitskräften. Wo gehen wir die sichern? Und die sind auch saisonal. Das will so, die kriegen wir nicht ganz Jahr an Arbeit, wenn ich das so will. So. Wo gehen wir die sichern? Ich weiß nur schon, dass die Einzelbauerbetriebe über so Grenzen weg, weil Elektrische gehen, für ihre Sachen an der Gärtnerei zu rekrutieren. Wo gehen wir die da sicher, wenn wir das ganz wollen bauen? Ich meine, da muss man nach viel Frohen einstellen, nach viel Lesungen fallen. Und dann noch ein Punkt, alle Produkte gehen da wesentlich mehr teuer, aber wie kann sich das dann leisten, wenn wir schon 80% von unseren Bürgern unter der Armutsgrenze leben? Ich meine, das sind alles Fragen, auf die man Antworten finden, immer in die Richtung gehen. Und dann, die Umstellung auf komplett Bio verlangt auch eine radikale Umstellung von all unseren Essgewöhnlichen. Auch das soll am Reis bewusst gehen. Und mit Bio allein retten wir das Land nicht. Wir brauchen eine Landwirtschaft auf beidseitigem Konsens, die Bio und die konventionell. Wir sollen keine Illusionen aufbauen, wir sollen Realitäten abzeichnen, auf hier gehen, weil bekanntlich war es und dem nicht besonders nehmen. Die konventionelle Landwirtschaft wird da so dargestellt, wie es wirklich geht, bei weitem nicht aus. Speziell über die sozialen Netzwerke und Medien kann ich den Eindruck kriegen, dass der Bauer schuld wird am Erdbeersterben, Feinstaub, Klimawandel und so weiter. Sie riskieren den Boom anzugehen von der Nation. Sie gehen immer mehr als die Beste dargestellt,
wat aber bei weitem nicht ass. Die Realität ist ganz ernst da an die Einzelbauernorganisationen wie auch die Jugendorganisationen sind erfreulicherweise an der Schraube am Drehen. Sie wollen das dem Konsument nur bringen, noch Neidvertrauen aufbauen. Aber traditionelle Bauern gehen an der Politik immer mehr heisch und Qualitäts- und Umweltoplage verlangt, ohne dass das den Einfluss hat auf den Preis. Mengen auch da muss es gehen, geht sogar der Kontra, der Preis geht permanent drauf. Und da muss ich aber auch feststellen, dass der Bauer ganz viel mischt für die Natur, weil es ohne seine Aktivitäten am Respekt zur Natur, wer sie nicht hockt, Natur wie sie ist. Zum Beispiel Landschaftspfleger, Biodiversitätsprogramme, Tischefriechten, Ackerrand mit seinen Bleistreifen, Bongerten, Hecken und so weiter. An muss ich noch wissen, viel von unseren Willen deren erfüllen, fangen durch den Bauer seine Aktivitäten in einer derer Fugda. Und etwas ganz Ernstes nicht zu vergessen, hin aus der Ernährer von der Nation. Ich befasse mich auch heute mit Lokalhistorik. An über 100 Jahren hat Leute mehr wie eine Hungersnot. Und all die Sachen, das konnte man ganz flott abschaffen. An der letzten Zeit haben noch die Bauern selber viel Erfolge gemacht, als sie gehen rüber an die Gärtnereibranche, was ganz positiv ist, was wir rechts und links schon leben. Trotz alledem kann der Bauer immer mehr heiß ablernen, kriegt das Leben und die Leben immer mehr schwer gemacht. Kurz gesagt, sie kriegen Flemmer getrieben, das hat die ganz viel verbauern und das, was mich am meisten verdreist, auch für junge Bauern, die irgendwie lösen Flemm. Den unkontrollierten Wachstum hat auch einen Einfluss auf den Landverbrauch. Ich hatte es schon viel drüber gedeutet. Und daher ist der Bauer ganz klar der Verlierer. Hier verliert an der Moyenne pro Tag 2 Hektar Land. Und es wird kein Geschwert, wo ihn darin kompensiert kriegt. Aber trotz alledem ist der Bauer nicht nur dabei abhängig vom Wetter. Erlaubt man auf den letzten Punkt aufmerksam zu machen, das ist der Import aus aller Welt von Eisprodukten, die zwar auf den Preis drücken, auf von unseren einheimischen Produkten, aber auf deren Qualität während der Herstellung keinen Einfluss haben. Auch das soll mal gesagt gehen. Subsidienpolitik darf nicht benutzt gehen oder missbraucht gehen, für die Bauern in eine gewisse Richtung zu drücken. Sie müssen hier Freigestaltungsmöglichkeit behalten. Das gesagt, die Bio soll abgebaut gehen und soll ein Kader kommen, oder ein günstiger Kader. Wir müssen wissen, dass alles in Grenzen hat.